wird. Und wir wollen jetzt in der Anbetung gehen. Strecke dich doch aus. Suche den Herrn. Und er will sich finden lassen, wenn du ihn vom ganzen Herzen suchst. Er ist noch ein Gebet entfernt. Mach dich bereit, deinen Gott zu begegnen. Sag mich, habe ich sperrt? Ja, Ausrichtung sperrt. Warte mal weg, oder? Danke. Ja, die Situation überhaupt, Vater. Weil du Mensch, Herr. Ja, du Bahn, Jesus. Ja, du Mensch, Herr. Ja, mega mal was tun, Del. Die kom in Bilder, hisi Maura. Und Balke Maura hieß Holbani. Und du Devils die Kasmandi, die Pinam, die Jasalauta mi Gebeta. Und die Merker, die Wege, du hat die Gebeta. Im Lobpreis thront Gott, Lobi und Shari, Devils gar nicht lange. Bis die Reisheke im Maura drehen und dann fließt Heo Segen, weil die Kobani hieß so Segen. Amen. Amen.
Vielleicht weißt du, vielleicht bist du gemeint, vielleicht ist es für uns alle. Fange an, von ganzem Herzen zu beten. Dann weißt du, bei Gott konnte die Mauer von Jericho nicht halten. Nur durchs Gebet wurde sie eingerissen. Die gleiche Kraft ist immer noch hier. Die gleiche Kraft ist immer noch dieselbe. Fange an, den Herrn vom ganzen Herzen anzubeten. Und er will dir den Weg zeigen.
Sie kassen man gerade was, dann auch Petras und die Pen, das gerade Zeugnis von Bilder, kai koi Maura koi, und durch Gebet und Anbetung, na das Rahmen koi Maura ketni, und er will sie kassen man ein Gleichnis, und zwar mit Gina, kai hier gut Bani, dann den Mauri, koi wer so Sperri Bena, keiner stellt gut Bani nicht, Pralvergel. Wenn Gina vor paar Bergscher hat ein paar Altal. Kui Pagas lauter Ketni und Kubani just free. Kubani ist nicht zu halten. Mit Benautumingen, die Petramen und die drei Debles, diese Anbetung, wo Heiliger Geist du hier nicht zu halten. Jok überflut Räder, nicht nur tut, sondern Gott, kai du hall, kai du ja, wo wir überfluten du von Heiliger Geist. Und go kamel dir Männer. Wo Heiliger Geist und wenn du Überflutung auf Kubani, die Welt nicht zu halten, go reiß lauter weg, go reiß lauter dreh, und kau dies kamel Devil, Mauri, Kantirusi, den reiß Job kamel zu erfüllen mit dem Heiligen Geist, mit beste Heilige Sor, kamel erfüllen. Und Gott, ich kann men haben, Gott, ich kann tu ja, Gott, wie great ist was. Amen. Kamakova. Dann kannst du den drehen. Und die will was drehen auf Tutul und Mandi. Amen. Okay, wir haben jetzt noch 3 Lieder in der Anbetung. Und jetzt hast du Zeit, diese Woche einzureißen. Du kannst jetzt unter den Strom seiner Gnade kommen. Lass dich erfüllen von seiner Kraft.
Ich glaube, die Zeit ist vorangerückt und jetzt ist die Zeit dafür das Wichtigste. Johnny Praller, ja auch. Wir wollen jetzt das heilige Wort hören. Aber ich möchte euch noch sagen, was in Georgie kann man auch. Opfer wurde gesammelt 1635, ja? Das ist ein Applaus wert, oder? Ja, ich bin Ja, Shalom Gemeinde. Der Herr hat Gnade geschenkt, 1600 und ein paar kaputte. Preis den Herrn. So groß und gnädevoll ist der Herr. Sugar der lauter geil. Bevor wir anfangen, ich habe noch ein Lied auf dem Herzen. Bist du froh und dankbar, heute hier zu sein? Halleluja, preis den Herrn. Hast du schon deine Begegnung bekommen? Hoffe ich. Der Herr segnet seine Kinder. Und der Herr ist hier mitten unter uns. Und wir bringen etwas. Heute, warum? Vielleicht fragst du schon gespannt, was heute die Predigt ist. Und ich habe den Herrn gebeten, der soll mir zeigen, was dran ist. Da habe ich dir heute etwas ganz Besonderes gezeigt. Maupal, David, der von Limburg gekommen ist, er wusste nichts. Aber der hat es durch ihn bestätigt, für mich nochmal. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und das war die Bestätigung für mich noch. Gott liebt dich. Das ist heute, wie man sagen tut, die Message. Ja? Das ist heute das Wort, was für dich ist. Glaubst du, dass Gott dich liebt? Amen. Das sollst du glauben. Lass dir nichts anderes erzählen. Bevor wir weitergehen, wollen wir dieses Lied noch hören. Das ist mein Lieblingslied. Und ich hoffe, es soll auch deins werden. Nicht wer es singt oder warum, sondern die Worte, die da drin sind. Die Worte sagen uns, dass wir die Gefäße sind. Und er ist es, der uns füllt. Und wir ihm damit die Ehre geben. Amen. Kann ruhig, Georgie.
Schließ doch einfach deine Augen, höre auf den Text. Und wenn du ihn kannst, singen ruhig bitte mit. Denn damit geben wir Gott das, was in unseren Herzen ist, ihm nochmal als Ehre. Das singen wir persönlich für Jesus. Ablehnung von den Menschen und sie fragte, was willst du von dem Herrn? Voll Angst kam sie, bedeckte sie. Was kannst du jetzt sagen? Voller Furcht kniete sie sich hin. Was kannst du jetzt sagen von dem Thron Gottes? Du bittest den Herrn. Sie sprach nun kein Wort, denn sie verstanden sie nicht. Und sie nahm das Öl für den Meister aus der Alabasterflasche. Das ist dein Herz, was du für Jesus gibst. Ich gebe dir Halleluja, Jesus. Anbetung das Öl aus meiner Alabasterflasche. Böse, wenn ich seine Füße wasche und trockne sie mit meinem Haar. Jesus, du warst da, als alle mich ablehnten. Du kannst es nicht wissen, was ich fühlte, als meine Liebe mich erfüllte. Du kennst nicht die Welt von meinem Öl aus der Alabasterflasche. Vergessen werd ich nie, wie mein Leben vorher war, gefangen von den Sünden der Welt. Nun bin ich ein Nachfolger Jesus und lebe aus der Fülle seiner Hand. Bis zu diesem Tag, als Jesus zu mir kam, befreite mich durch das Wunder seiner Hand. Das Lob, das ihm gebührt, mir wurde vergeben, deshalb liebe ich Jesus so sehr. Ich gebe ihm Anbetung für das Öl aus meiner Alabasterflasche. Böse, wenn ich seine Füße wasche und trockne sie mit meinem Haar. Jesus, du warst da, als alle mich ablehnten. Du kannst es nicht wissen, was ich fühlte, als deine Liebe mich erfüllte. Aus der Alabasterflasche. Amen, Halleluja. Wollen wir beten für das Wort, dann stellen wir Haltung auf. Ober Gott Jesus Christus, Herr. Wir danken dir für deine Gnade und für deine Kraft und für deine Liebe, Jesus, Herr.
Herr, du bist der lebendige und allmächtige Herr. Du bist der auferstanden ist, Herr. Und durch die Gnade haben wir die Rajabi gebracht, Herr. Und in der Kirachaka, Herr. Und kann ich betraut und artikular, Herr. Kann ich du mit deinem Wort, kann ich sie gerade Mann, Herr. Gebraucht man als ein Sprachrohr, Herr, nicht mein Wort, sondern dein Wort ist es, Herr. Und du sie gerade Mann gebaut hast, Herr. Wie kostbar, Herr, deine Kinder sind. Wie kostbar wir in deinen Augen sind, Bruder Jesus. Danke, betraut, Herr. Schenke Weisheit und Erkenntnis, Herr. Schließ die Marasia weh, Herr. Und schenke mir du, Bruder, Herr. Herr, dein Gehör. Ist schon nass, Herr. Und du kommst nicht benennbar, Bruder Jesus. Mit deiner Liebe durchdringen soll, Herr, in jedes Herz hinein. Danke, ich schenke eine Salbung zum Reden, zum Hören, aber auch zum Verstehen deines Wortes. Segne die Wahrheit und Glauben. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte auch gar nicht viel reden. Aber was ich reden möchte, hat mir der Herr gezeigt, wie wir gehört haben. Die Liebe ist es vom Vater zu dir, die unermesslich ist. Gerade wo John schon mal, du fühlst dich geliebt. Vielleicht nicht alle, aber du fühlst dich geliebt. Du bist geliebt. Ich brauche auch ein Mikrofon. Du bist geliebt. Von wem bist du geliebt? Von deiner Ehefrau, von deinem Vater, von deiner Mutter? Oder von wem bist du geliebt? Ja, in der Gemeinde. Wo ist der andere? Von der Liebe Gottes. Gott liebt dich. Meinst du, Gott liebt dich so, wie ein Mensch dich liebt? Ha? Da man rennen. Geistig. Mehr, noch geistig, noch mehr. Genauso ist es. Menschlich liebst du, ich habe so vieles aufgeschrieben, so vieles ausgedruckt. Ich sage euch gleich die Bibelstellen, aber ich möchte es so sagen, wie der Herr es mir gezeigt hat. Menschlich lieben wir nur den, der uns auch liebt. Stimmt ihr? Kann haben kein lauter Heiliger, stimmt ihr vielleicht? Ich sage auch gegen es an. Aber menschlich liebst du nur den, der dir auch Gutes tut. Du liebst nur den, der dir am nächsten ist. Wenn es deine Familie ist, vielleicht ein guter Freund, vielleicht ein Cousin, deine Cousine, vielleicht auch Ivano, eine Person. Aber Gott liebt dir jeden Einzelnen. Und Gott liebt dich, der du heute hier bist. Auch, jetzt kommen wir zu dem Teil, was der mir gezeigt hat, auch wenn du nicht so bist, wie Gott dich haben will. Wenn du mal bis Sandy Galacho, können wir nicht Sandy bestimmt wieder da, Sandy? Kennen Sie Sandy? Und deswegen ist es, wie kostbar ist es. Du wirst geliebt, obwohl du vielleicht nicht perfekt bist. Du wirst geliebt, obwohl du Sünden begehst. Du wirst geliebt, obwohl du nicht so heilig bist, kann man auch nicht anklagen, wie manche andere. Amen. Du wirst trotzdem geliebt, weil Jesus dich erwählt hat. Von Anbeginn der Welt hat der Herr etwas ganz Besonderes gemacht. Er schuf Adam und Eva. Und was tat er mit ihnen? Agno James die Bibel. Er nahm sie, tat sie wohin? Im Paradies. Und sie sollen herrschen. Über alle Tiere, über alles, was hier auf Erden geschaffen wurde. Jetzt stell dir mal vor, die kleinste von uns sind drinnen, ist Sandy. Und Sandy kann herrschen über einen Elefant, der knapp 4 Tonnen wiegt. Kannst du dir das vorstellen? Menschlich? Idikno Chabo, wir kennen den Film Mowgli, kennt jeder. Aber in Realität, gerade in diesen anderen Ländern, ist es so, ein kleiner Junge führt einen großen Elefanten mit einer Kette und mit einem Stock. Und dieser Elefant in Indien, und dieser Elefant tut seine Arbeit. Warum meinst du, kann dieser kleine Junge diesen großen Elefanten führen und ihnen Aufgaben geben? Mit menschlichem Verstand unbegreifbar, aber die Liebe Gottes war es, die ihm den Auftrag gab. Gott gab dir und mir die persönliche Autorität, über jedes Tier zu herrschen. Hier auf dieser Erde. Er hat uns die Vollmacht gegeben, eine größte Autorität, die kein anderer erlangen kann. Weil wir was sind? Ebenbilder Gottes. Ich benutze Haskova und lass mir Ebenbilder Gottes. Er hat uns die Stellung gegeben.
dass wir für ihn anstelle hier auf dieser Erde über die Tiere, über die Fische und noch mega lauter herrschen dürfen. Deswegen sollen wir sie nicht quälen, sondern wir sollen über sie herrschen. Aber wie groß war die Liebe Gottes dazu, dass er hingegangen ist und gesagt hat, ich liebe meine Kinder, obwohl sie nicht so sind, wie ich sie habe. Wenn schon gerade, bevor ich auch nach Duren drehe, wenn schon gerade über diesen ganzen bösen Sachen, die wir hören, Menschen töten Menschen, weil sie denken, sie tun das Richtige. Das gab es schon vor Moslem, das gab es schon vor 100 Jahren, das gab es schon, ich glaube, vor 1 Million Jahren, solange er vor 2000 Jahren, 3000 Jahren. Da gab es dieses schon. Menschen töten sich schon immer. Aber wenn wir als Kinder Gottes Menschen hassen, wie handeln wir dann? Mit Gott oder gegen Gott? Also, wir sollen keinen verurteilen. Wir können eins tun. Manchmal ist es nicht so einfach, aber wir können für sie beten. Ja? Deswegen verfluche keine Menschen, spreche nichts Böses über sie aus, sondern bete für sie, damit sie frei werden in Jesu Namen. Das ist nämlich die Gabe Gottes, die uns Gott auch gegeben hat. Ist es einfach? Nicht einfacher. Wenn dir einer Böses getan hat oder dir einer wirklich ganz, ganz Schlimmes etwas angetan hat und du für ihn noch beten sollst, dann geht es ihm. Aber das ist die Liebe Gottes. Dann machen wir kurz was Langes hier nur. Warum liebt Gott die Menschen so sehr? Gott liebt jedes menschliche Leben, weil wir alle von Gott selbst mit seinem besonderen Wert ausgestattet sind. Keine andere Schöpfung im ganzen Universum wird von Gott geliebt wie der Mensch. Du bist was Besonderes. Sandy, du auch. Hakko 1,5 ist eine Besonderheit. Du bist eine Besonderheit von Christus. Und er sagt, wo steht das denn, dass Gott den Menschen so liebt? Nimm es mal persönlich. Wo steht das denn, dass Gott mich so liebt? So wie ich bin. Es stehen viele Bibelverse da, Menschenarmut, aber besonders schön drückt es der 1. Johannesbrief aus. Und dort steht, Gott liebt dich. Gott ist Liebe. Und Gott liebt dich. Es stehen noch viele andere Worte, aber nur dieses Wort. Gott liebt dich. Nimmst du dieses denn an? Amen. Nicht immer, Patzer. Wenn wir das immer annehmen würden, oh, dann werden wir ganz anders in die Liebe aufwandeln. Wenn wir glauben würden, dass Gott uns so sehr liebt, dass uns alles verzeiht und immer für uns da ist, dann würden wir nicht manchmal mit geknicktem Kopf rumlaufen. Ja? Wie von Jekadre ohne Sünde, der hebe seine Hand. Keiner. Aber trotzdem liebt dich Gott. Gott liebt dich. Auch als Kind Gottes. Jeder von uns. Ja? Aber Gott liebt dich. Verstehst du, was ich meine heute? Ich will dir nicht predigen, dass du alles machen sollst. Das predigen wir immer. Heute will ich dir das predigen, was der Herr gezeigt hat. Er liebt dich, so wie du bist. Er liebte dich eh und je, bevor du schon auf diese Welt gekommen bist. Liebte dich der Herr. Und er liebt dich so lange, wie du auf dieser Erde bist. Denn du hast die Entscheidung. Liebst du ihn auch? Wer mich liebt, der hält meine Halleluja. Das kennt ihr. Man kann einen Weg unterhalten. Weil Gott uns lieb hat. Unendlich. Manchmal begreifen wir das nicht. Ich spreche von mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich denke, wir sind genau alle die gleichen. Wenn ich einen Fehler mache mal, denke ich mir sofort, jetzt durch die Gnade Gottes geht es schon, hat es mir gezeigt, oh, mir war gar nicht Himmel. Wenn heute der Herr wiederkommen würde, war mir gar nicht Himmel. Vielleicht habe ich was stibitzt, vielleicht habe ich was Falsches gesprochen, habe mich falsch behandelt, mir war gar nicht Himmel. Hast du diese Frage auch schon mal in deinem Leben gehabt? Als bekennender Christ? Haben wir jeder bestimmt gehabt, ja? Aber du kannst dir eins sicher sein. Wir wollen nicht predigen von einmal errettet. Immer errettet, nicht falsch verstehen. Aber Debel war Trainer nur auf eines. Adja und Debel verzeihen mal.
Und schon bist du wieder reingewaschen. Wenn es vom Herzen kommt, sagt uns der Herr, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Und dann brauchen wir nicht 10 Ave Maria, 5 Kruzifixe und was nicht alles machen, früher Erlassjahre. Oder ich brauche da nicht immer, wenn mir heute Gott vergeben hat, diesen Sonntag, bist du hier reingekommen. Ich sage so, wie es der Herr jetzt auf den Herzen gebracht hat. Gausonntag, weil du war die Idee, mit einer Sache in deinem Herzen, die nur du und Gott kennst. Und Gott will dich heute frei machen. Er will dir heute vergeben. Aber nicht nur, dass du gleich wieder rausgehst und die Sünde wieder auf dir hast und die Last. Er will dich vollständig frei machen. Glaubst du dieses? Amen. Nicht, weil ich es sage, weil es Gott zu dir sagt. Denn Gott sagt, was er frei gemacht hat, das ist frei. Und wenn Gott dich liebt, dann kannst du zu ihm kommen. Egal ob die Rutschab oder die Rutschai krass. Eltern, dürfen sie zu dir kommen? Nimmst du sie wieder auf? Vielleicht bist du erst ein bisschen böse, Chakroidu, mein Menschen, gibst dir ein paar Ohrfeigen. Das ist normal. Aber du liebst sie doch trotzdem. Er wird immer dein Sohn oder deine Tochter bleiben. Amen. Ich weiß, egal was ich getan hätte, vielleicht ein paar Schwerteile, hätte ich von Tata bestimmt ein paar Ohrfeigen gekriegt, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber letztendlich könnte ich immer wieder zurückkommen. Nach einer Zeit. Und ich dachte genau gerade. Und so du auch. Wie viel mehr ist Gott, wenn wir Menschen schon so liebevoll zu unseren Kindern sind oder zu unseren Mitmenschen sind. Und deshalb bitte Gott, dies wird nicht Gott Dailu. Der Herr liebt dich. Amen. Bist du nicht vollkommen? Gott liebt dich trotzdem. Aber bleibe nicht so, wie du bist. Er möchte, dass wir immer mehr zu ihm kommen. Ich mache mir manchmal so viel Sorgen, heute kaum mir, ja Debel, heute kaum mehr Feder. Habt ihr was gemerkt gerade? Von diesem Wort, was ich gesagt habe? Heute kaum mehr Feder. Was kann ich besser? Kann ich was besser machen? Ja. Ohne Christus können wir nichts. Die Bibel sagt uns, ich habe dir gesagt, die Bibelverse kann ich dir auch hinterher geben. Wir müssen wollen und er wird uns das Vollbringen schenken. Aber ohne ihn können wir nichts tun. Ich kann alles versuchen, aber wenn mir Gott nicht die Liebe schenkt, kann ich Giovanni nicht lieben. Cousin, ja, aber göttlich besteht dann die Liebe nicht. Aber wenn Gott die Liebe uns schenkt, und sie ist geschenkt, sie kostet dir nichts. Sie kostet dir gar nichts. Jesus hat sie sein Leben gekostet. Aber dir kostet die Liebe Gottes nichts. Nur ein Ja zu Jesus. Nur die Nachfolge zu Christus. Nur zu bekennen, ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube, dass Jesus für mich am Kreuz auf Golgatha gegangen ist. Weißt du, wie viele Menschen es schwer ist, diese Worte über die Lippen zu tragen? Wie viele waren es früher, die hier drinnen sitzen, die es nicht bekennen konnten? Und heute ist es ganz einfach. Liebst du Jesus? Amen. Ach, einfach, Rico, warte mal. Der kann auch freikehrt. Durch die Liebe Gottes bist du frei geworden. Und für mich war es etwas ganz Großes. Letzte Woche war Job Katiklan und hat für sich beten lassen. Er hat eine Situation in seinem Leben gehabt, die ihn schwer belastet hatte. Es war gar nicht so schlimm. Aber war doch schon schlimm. Aber weißt du, was war? Gott hat ihm die Liebe geschenkt. War er frei? Amen. Und er war frei, er konnte sich nicht halten. Und ich kenne ihn schon mein ganzes Leben lang. Weißt du, was ich sehen durfte? Dass Gott ihn befreit hat. Und er war frei und bezeugte, dass Jesus ihm geholfen hat. Das ist die Liebe Gottes. Die pure Liebe. Menschliche Liebe gibt es nicht. Menschliche Liebe, gibst du mir 1000 €, bist du mein bester Freund. Ist das nicht so? Ihn doch leider gar nicht. Aber die Liebe Gottes ist die größte Gabe unter ihnen. Deswegen hat uns der Herr etwas zurückgelassen. Was hat er uns zurückgelassen, Gemeinde? Wo kannst du mir die Frage? Dass wir uns auch lieben sollen. Wir können die ganzen Gesetze befolgen. Wir können alles tun. Aber wenn wir nicht die Liebe Gottes haben, bringt es uns nichts. Dann bringt uns alles nichts.
Die Liebe Gottes muss in unserem Leben ausgegossen sein. Hast du sie noch nicht ganz? Oh, ich kenne einen, der sie dir gibt. Das ist Jesus Christus, der für dich gestorben ist. Die Liebe Gottes, Gott sandte seinen Sohn, Johannes 3,16, für dich und für mich. Obwohl wir gar nicht, vielleicht, ich rede jetzt auch nicht, obwohl ich gar nicht so kostbar wäre, dass ein anderer für mich sterben sollte. Aber weil die Liebe so groß war, zu uns Menschen, damit keiner verloren geht. Keiner, nicht nur Sinti, geht Moslemi, geht Chinesi, egal wer. Gott möchte, dass kein Mensch verloren geht. Niemals auf dieser Erde. Denn er hat jeden Menschen persönlich geschaffen. Er kennt jeden seine DNA. Ich kenne deine DNA nicht, aber Jesus kennt sie. Gott kennt sie, denn Gott hat dich geschaffen. Gott hat dein Herz geformt. Und Gott möchte in dein Herz wohnen. Nur 30%. Die Reichen, ne? Gott möchte 100% wohnen. Aber möchtest du? Das ist die Frage. Wenn wir wollen, wird der Herr uns das Gelingen schenken. Aber oftmals ist es nicht einfacher. War mal anders, es ist immer nicht einfach. Viele sagen, ich durfte mit Menschen sprechen, die eigentlich lange Christen sind, lange Kinder Gottes sind, sogar auch für den Herrn mitarbeiten. Weißt du, was sie immer so gesagt haben? Oh, meine Gaggi und Amphrichtumi. Ich muss so viel leiden. Ich habe schon so viele Kämpfe hinter mir. Ja, natürlich, aber wer hat das nicht? Wer hat von euch hier drinnen keine Kämpfe in sein Leben hinter sich? Und schau mal, hier kann die Dreher noch nie an mir Jeepen, ist meine Situation, Kämpfe und Stürme, Probleme und Sorgen. Ist hier einer? Hier pass auf einer. Geil, ach, ich bin schon weg. Guck ganz dick noch. Monko Besko Enkelkind. Der nicht. Aber sonst hat jeder von uns Kämpfe und Stürme. Ob es menschliche Kämpfe und Stürme sind oder auch geistliche. Menschlich kämpfe ich dann mit menschlichen Stürmen. Da kann mir kein anderer helfen. Aber geistlich kann ich mit was kämpfen? Mit den Waffen Gottes. Und das ist das Gebet. Das ist die stärkste Waffe, die alles zerbrechen kann. Weißt du das noch? Kennst du es noch? Wenn du in schweren Tälern warst oder in Situationen bist, wo du nicht weiter kennst, wo du keinen Ausweg mehr siehst oder vielleicht sogar, wo du bittest und rufst zu Gott, dem schlägt man gar. Gott erhört mich nicht. Warum? Weil nicht sofort eine Antwort kommt. Gott erhört dich, aber er gibt die Antwort, wann er es will. Denn er weiß, um wann und um jede Minute und jede Sekunde. Wenn du was abhängig von Christus. Wir müssen abhängig sein von der Liebe Gottes. Und du bist geliebt. Ich will gar nicht mehr hinzufügen, das reicht schon. Weißt du, dass du geliebt bist? Wenn du es nicht weißt, dann lass dem Feind keinen Raum in deine Gedanken. Denn Jesus liebt dich. Nochmal dieses, einmal immer errettet, nein, aber du bist geliebt. Hast du Sünde in dein Leben, bring sie vor Christus. Er befreit dich. Er erlöst dich. Er hilft dir. Aber er liebt dich. Egal wie rot die Sünde ist. So scharlachrot auch die Sünde ist, so weiß wie der Schnee soll sie werden. Und das kann nur Christus Jesus. Kein anderer von uns. Und das ist eigentlich das Rettungsanker für unser Leben. Wenn es mir nicht gut geht und ich nicht vorwärts oder rückwärts weiß, bin ich doch gewiss, Jesus liebt mich. Gott Israels liebt mich. Er hat mich bei den Namen gerufen. Das kannst du in dein Leben programmieren. Und der Feind wird fliehen. Er wird wiederkommen. Aber er wird erstmal fliehen. Weil er Angst hat vor wem? Nicht vor dir, sondern vor dem mächtigen, lebendigen Gott. Der alles überwunden hat. Und er hat seinen Sohn gesandt, den Löwen aus den Stammen Juda. Und jetzt kommen wir nochmal auf die Tierwelt zurück. Dieser große Elefant, der ein paar Tonnen schwer ist, wenn der Löwe kommt, fliegt er. Weil der Löwe hat die Autorität. Der Löwe aus dem Stamme Juda hat die Autorität über uns. Die Liebe Gottes ist unergründlich. Und diese Liebe gehört dir. Der du noch kein Kind Gottes bist und du auf dieser Erde umher irrst und suchst nach Liebe, ob es menschlich
oder auch Anerkennung. Heute kann ich dir sagen, sie ist hier. Jesus liebt dich. Jesus ruft dich bei den Namen und sagt dir, komm mein Sohn, komm meine Tochter, empfange neu meine Liebe. Du darfst. Warum sage ich dieses? Ich erzähle euch das auch. Vor 2 Tagen ist jemand gestorben, mein Nachbar oben bei mir ist krank geworden. Vor 2 Tagen ist er gestorben. Und er ist mein Freund, sein Sohn und er selber auch. Und plötzlich stand er vor meiner Tür, klopfte und weinte. Und hat mich nach oben gerufen bei sich. Ich bin hochgegangen und ich hatte nicht mit diesem Eindruck gerechnet. Ich bin hochgegangen und er lag einfach so auf dem Boden. Auf einer Decke, aber der Herr zeigt es mir, ich soll es euch so sagen. Er lag auf dieser Decke, einfach auf diesem Boden und er war tot. Ich kam rein, habe es gesehen, war ein bisschen erschrocken. Und der Herr hat mir das jetzt gerade heute gezeigt, dass ich es sagen soll. Wir müssen sterben. Danach entscheiden. Wenn du stirbst in Christus, wo bist du dann? Bei Christus. Aber wenn du ohne Christus stirbst, wo bist du? Wollen wir gar nicht aussprechen, ne? Dann bist du nicht bei Christus. Deswegen eile und errette deine Seele heute. Die Liebe Gottes wartet auf dich. Du wirst nicht sofort perfekt. Warum ich dieses Liebe gesagt habe, viele denken, wenn ich mich jetzt bekehre, muss ich perfekt werden. Das schaffst du nicht von heute auf morgen. Du brauchst Jahre dafür. Aber Gott liebt dich und er verändert dich. Und weil er dich liebt, kannst du auch kommen mit deinem Fehler. Mit die Chip. Wie oft? Debe Verzeihung. Debe Menschenau, dicker Mähmann. Bitte verdämmern. Ist dann der Herr treu und gerecht? Vergibt er uns? Und guck mal. Die Liebe Gottes ist es, die uns verändert. Die Liebe Gottes ist es, die alles geschaffen hat. Und die Liebe Gottes ist es auch, warum wir hier alle sitzen. Wo ist du Debe? Wenn die Liebe Gottes hier nicht wäre, wäre keiner hier sitzen und mir zuhören. Wenn dann ein großer Schauspieler hier wäre und gefährlich gesungen hätte, dann hättet ihr zugehört. Aber weil es die Liebe Gottes ist, die uns hören lässt, was der Geist Gottes uns sagt, dann sind wir hier, suchen seine Gegenwart. Und deswegen, wenn du dich mit deiner letzten Kraft hier reingebracht hast und wenn du denkst, ach Herr, wir haben gar nicht sündhaft, aber wir haben trotzdem schleppreitet gekriegt, den benötigt wie mega mautet man schreiben mit Schabe und mehr frautet. Arm, dank Ihnen besprägen. Lass dich neu befüllen mit der Liebe Gottes. Lass dich neu verändern von der Kraft des Heiligen Geistes. Komme, der mühselig und beladen seid. Denn ich will euch geben das Leben des Wassers umsonst. Heute ist der Rettungsanker rausgeworfen. Nicht nur heute, aber wir wissen nicht, was morgen geschieht. Aber den bekommen wir der Rettung. Komm, ja, tu gleich. Eigentlich ist gar keine Rettungsbotschaft meine Predigt. Gott spricht heute zu dir und er ruft dich bei den Namen. Amen. Das war die Predigt. Amen. Wer will nicht hinzutun? Gott liebt dich. Wie gesagt, ich weiß, ihr wollt gerne Bibelverse hören, Bibelverse kennen. Das machen die anderen Brüder. Aber im Epheserbrief steht es, Epheser 3, 19, über die Liebe. Was ich gesagt habe, der Mensch der Schöpfung, Ebenbild Gottes, steht in 1. Moses 27, in Psalm 8 bis 6 und so weiter und so weiter. Wenn du brauchst, kannst du dir alles bei mir abholen. Matthäus 22, 37 gibt es noch so vieles aufzuzahlen. Also nicht, dass ihr denkt, Kabara Kraska, die vom Beste aus, es steht hier in die Liebe Gottes. Ihr wisst, wenn ich lese, komme ich durcheinander. Also spricht der Geist Gottes und dann lassen wir ihn sprechen. Haben wir es verstanden? Was bist du? Was bist du? Was bist du? Ja, dann ruf es doch aus. Ich bin geliebt von Jesus. Ich bin geliebt von Gott. Gott liebt dich und das muss in unseren Herzen wichtig werden. Und er ruft dir zu, komm. Amen. Amen, Pepino. Bevor wir da am Abschluss kommen, bitte ich euch, wenn ihr wollt und möchtet, wollen wir doch gemeinsam aufstehen, nur um das kurze Gebet zu tun. Und dann macht der Bruder weiter. Und wie gesagt, wenn du begegnet worden bist,
Komm und lass dich begegnen von der Liebe Gottes. Warte, Georgie, komm mal ein bisschen erst. O Vater Gott, Jesus Christus, Herr Gott Israels, wir brauchen die Thron, Herr. Genau, danke schön, Vater Gott, für die Heilige Verlag, Herr. Herr, es war ein Wort, Vater Gott, was du gezeigt hast, Herr, dass du uns lieb hast, Herr.